Die Fans sind ratlos, und auch der Michael ist ratlos, aber nicht weil Argentinien gewonnen hat, sondern wegen etwas ganz anderem. Tja, willkommen zurück hier zu FIFA World Cup Brasilien 2014. Ja, wir spielen heute mit Deutschland, und zwar gegen Portugal. Ein Spiel, von dem ich schon jetzt mal sagen, oder also von dem eigentlich jeder sagen kann, es könnte ziemlich knapp ausgehen. Und Fakt ist, also gerade irgendwie angedeutet habe, von wegen ratlos. Ich habe noch ganz kurz mit Deutschland gezockt, also sprich ein bisschen trainiert und so. Dann noch ein Testspiel gemacht gegen Österreich, gegen Brasilien, also im Grunde genommen gegen alle Klassen, hoch, tief. Und irgendwie spielen alle Gegner gegen Deutschland einfach super. Kannst machen, was du willst. Also alle spielen gegen Deutschland super und die Schiris pfeifen immer gegen uns, also ist irgendwie schon ein bisschen crazy. Nun gut, Deutschland, Portugal, ich sage da mal 1:0 voraus. Wie gesagt, Portugal ist schon ziemlich stark und auch Deutschland, ja, eigentlich von der Mannschaft her ja eigentlich auch. Aber in letzter Zeit haben sie noch nicht so gute Leistung gezeigt, wobei Deutschland, wissen wir alle, ist ja eine klassische Turniermannschaft, sprich, sie werden von Match zu Match stärker. Und daher hoffe ich jetzt mal, dass das erste Match hier trotzdem einigermaßen zufriedenstellend ausgehen wird. Alles klar, also ganz kurz mal. Moment, hab ganz etwas vergessen. Ich hab was vergessen, ich Trottel. Natürlich, bevor es natürlich hier losgeht mit dem eigentlichen Spiel, natürlich. Dankeschön, das war jetzt falsch. Was? Nein, ich verlasse mich, ist ja wahnsinnig. Ich kann natürlich erst noch ganz kurz die restlichen Resultate angucken seit dem letzten Mal. Also, was am letzten Mal war ja Schweiz, Ecuador, genau. Also sprich, sehr viel Neues gab es gar nicht mehr, außer natürlich Frankreich gegen Honduras, 3:0. Das wird wohl ähnlich auch im Real Life ausgehen, wobei man hat es gesehen zwischen Spanien und Holland, oder Niederlande, Entschuldigung. Steht hier ja auch 2:0 für Spanien. Habe ich auch getippt. Was wurde daraus? 1:5. Naja gut, das konnte man teilweise gar nicht ahnen und auch der Torhüter von Spanien hat teilweise nicht ganz gut ausgesehen. Gut, anderes Thema. Habe ich jetzt ein ganz kurzes Resultat im Überblick noch. Ja, Kolumbien, Griechenland 2:1, Uruguay, Costa Rica 3:0, Argentinien, Bosnien, Herzegowien 0:1. Ach so, deswegen. Was, Argentinien verloren? Ach du Scheibenkleister. Frankreich und USA 3:0 und natürlich die Schweiz gegen Ecuador 3:2. Was ich aber ja nicht denke, dass das im Real Life so geschehen wird, weil das wären ein bisschen viele Tore. Aber egal. Ist ein anderes Thema. Jetzt also Deutschland gegen Portugal. Endlich mal, kann man schon. Wir haben alles bereits gemacht. Zack, jetzt zack. Alles bereits klar. Und los geht's. Also Schwierigkeitsstufe Profi immer noch. Und zwar in Salvador. So, den Flachpass üben. Ja, kann man hier auch machen. Das Problem hierbei ist, ihr werdet jetzt gleich mal sehen. Also hier ist eigentlich gar nicht mal so. Entschuldigung, das war der falsche Knopf. Auch die Tore außen ist gar nicht mal so schwierig. Schwierig wird es genau auf das da oben. So. Ich bin natürlich ein bisschen zurück. Ich ziele jetzt genau hoch von mir. Genau hoch. Mit dem Control-Stick hier. Genau hoch. Wo schießt du hin? Links. Ich zeige genau nach oben. Genau nach oben. Ihr werdet es gleich sehen. Dann haben wir vom Pfeil. Ich laufe genau exakt nach oben. Trotzdem spielt er irgendwie woanders hin. Es ist echt zum Wahnsinn geworden. Das ist. Ups, Entschuldigung, wir müssen weiter raus. Gleich nochmal testen. Okay, von hier hinten. Hoch und. Also ganz ehrlich, von hier aus richtig zu passen. Vor allem da in die. Ich sage jetzt mal da links oben und da der rechts oben da. Die sind extrem schwierig. Da muss irgendwie, glaube ich, sogar. Ich gehe jetzt mal nach rechts außen und ziehe mal nach links ein bisschen. Geht auch nicht. Aber. Ey, es ist zum Wahnsinn geworden. Was ich noch mache, vielleicht mal L2 drücken, bin ich ein bisschen langsamer und. Spiel ein bisschen genauer. So vielleicht mit L2, weil mit L2 kann ich erst mal ein bisschen stoppen, wa? Also jetzt sehen wir, bin relativ normal unterwegs und jetzt drücke ich L2. Vorsichtiger. Ein bisschen vorsichtiger. Wo ist jetzt das Tor da hinten? Okay. Ja, auch nicht. Nee, jetzt wie gesagt, also hier Zielen haben sie nicht ganz so toll gemacht, wie es noch beim Vorgänger, sprich bei der Version 2010 war. Nee, man könnte mal nicht irgendwie so. Also würde ich die ganze Zeit so machen. Links, rechts und macht da hoch. Naja, egal, hoffen wir, dass wir jetzt im richtigen Spiel ein bisschen genauer rüberkommen. Zwischen Deutschland und Portugal.
In Kürze wird diese Partie also angepfiffen und ich finde, Gruppenspiele bei einer Weltmeisterschaft, die haben einfach was. Egal, ob der Fußballzwerg den Giganten herausfordert, die Paarung im Vorhinein ausgeglichen scheint oder ein Klassiker auf dem Programm steht, hier wird Fußball zelebriert. Hier kann es aber manchmal auch ungestraft ein lahmes 0:0 geben. Hör auf jetzt, Manni. Das wollen wir ja wohl nicht hoffen. Oh, wir sind ja so gespannt. Wir warten jetzt auf ein paar Sätze von Buschi zur Arena Fonte Nova. Aber sicher, das Stadion befindet sich inmitten von Salvador da Bahia, der ersten Hauptstadt Brasiliens, und wurde eigens zur WM vollkommen neu gebaut. Übrigens wurde dazu Baumaterial des zuvor abgerissenen alten Stadions verwendet. Sehr interessant, Buschi. Vielen Dank auch an dich, Manni. Ja, meine Kommentatoren sind natürlich auch alle mit dabei und so, alle voller Tatendrang. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie es mit Deutschen aussieht. Mit dem Kader, mit dem Team. Mal schauen. Die Startelf, natürlich die Auslandsspieler auch noch. Eigentlich nichts Besonderes. Schweinsteiger, Özil, Klose, Schmelzer, Neuer, Lahm. Den haben wir eigentlich rechnen können, mit den anderen eigentlich auch so weit, ich das mal beurteilen kann. Die Aufstellung, na gut, das spricht die Formation. Eher nicht unbedingt das, was ich gerne spiele, aber okay. Die Startelf 4, natürlich mit Cristiano Ronaldo, dem Superstar schlechthin. Oder war mal eher, weil er letztes auch nicht mehr so brilliert. Wobei, das kann natürlich jetzt schnell ändern. Und ich schätze mal, Portugal wird neben Spanien. Erfolgt der Anpfiff zum ersten WM-Gruppenspiel der deutschen Nationalelf bei der WM 2014 hier in Brasilien. Bist du auch so aufgeregt? Du wackelst ja auch mit dem Knie, sehe ich gerade. Ja, das wackelt schon die ganze Zeit. Überhaupt keine Frage, Manni. So ein Auftaktspiel ist eben ganz besonders wichtig. Gleich zu Beginn mal überzeugen, ein Statement abliefern. Der Hund pinkelt an den Baum, um das Revier zu markieren. Das ist wichtig heute. Ach, reiche Buschensprüche. Ja, was ich gerade sagen wollte, wegen Spanien und Portugal sind ja eigentlich zwei Geheimfavoriten aus Europa. Weil Spanien ist eigentlich, oder war schon immer gut und so, haben wir vor 4 Jahren auch nicht damit gerechnet, dass sie unbedingt gerade Weltmeister werden und sie immer so stark spielen. Dieses Jahr, nach dem ersten Spiel, eher ein bisschen schwächer und Portugal, ganz ehrlich, ja, also wäre eigentlich schon wieder Offside gewesen. Was ist hier eigentlich los, ey? Der erste Angriff war irgendwie so Offside-verdächtig, oder Abseits-verdächtig, Entschuldigung. Naja, mal gucken, wa? Also ganz ehrlich, ich denke, Portugal hat durchaus das Zeug, um Weltmeister zu werden, auch dieses Jahr vor allem. Also im Finale aller Brasilien, Portugal wäre durchaus denkbar, natürlich auch Deutschland. Portugal, aber dafür muss natürlich jetzt ein bisschen, ja, einen Ball zurückholen. Die Frage ist, wo ist welcher? Müller. Das ist unglaublich, lassen wir einfach nur vorbei. Sag mal. Wow, Alter. Was macht ein Dribbeln? Hörst du auf zu dribbeln? Dankeschön. Özil, wo spielst du denn hin? Mann, ich habe nach links unten gezielt, nicht nach rechts unten. Du. Dann sind erst 9 Minuten vorbei. Im Spiel natürlich. Wow. Müller. Und jetzt gehst du mal unten vorbei. Ach, verdammt. Ey, ich habe mit L2 geblockt, damit ich da eigentlich den Ball behalten sollte, aber nur natürlich nicht. Oh Mann, ey. Ich denke mal, ein Schlüssel zum Sieg wird definitiv sein, dass ich ein bisschen früher schieße als gewohnt. Sprich nicht erst im Strafraum zu schießen, sondern direkt ein bisschen früher. Vor der Linie natürlich bereits, sprich sobald ich das Tor sehe, weil sonst kann es ewig keinen Daumen, bis man zu einer Chance komme. Ja, Buschi, ja, Manni, ist ja klar. Ist ja gut. So, Ronaldo, kein Bock drauf, dass er hier irgendwie einen Dribbelkönig, oder beziehungsweise aller Dribbelkönig hinlegst. Boah, hätte ganz schön übel ausgehen können. Was war das denn? Hey, ich versuche da ihm noch den Ball abzunehmen und nö, geht natürlich nicht. Der trimmt mich aus und so, macht alles Mögliche und ich komme gar nicht dran. Das sind mal Situationen, wo du einfach nichts machen kannst als Spieler, ganz ehrlich. Ey, da ist der Computer einfach. Ich meine, du passt nach unten und der Gegner, was macht der? Er ist genau dann dort. Ja, kann ja nichts dafür, ist einfach das Spiel ist wirklich, also teilweise. Hier im Mittelfeld eher weniger, da ist irgendwie 50-50, sprich er reagiert erst dann daraus, sobald du deinen Zug gemacht hast. Aber ansonsten echt, ey, der Computer, der reagiert immer schon vorher. In dem Moment, wo du die Eingabe machst, also sprich bevor natürlich der Spieler auf dem Spielfeld reagieren kann, kommt der Computer und macht den Gegenzug dazu. Es ist echt fies. Da fragst du teilweise schon, wie sie überhaupt reagieren und vor allem, wie schwer es in einer Weltklasse und Legende noch sein.
Können die bereits Tore von der Mittelfeldlinie aus machen oder was? Mittelfeld, nicht, von der Mittellinie, Entschuldigung. João Moutinho. Tja, So. da scheint keiner vorbeizukommen. Ne, scheinbar nicht. Jetzt muss man ein bisschen mehr über die Flanken spielen. Wie lange die Flanken, aber wenn er direkt in die Mitte geht. Was machen wir am besten, wa? Direkt von hier aus schießen wäre auch doof. Das macht Cristiano hier vorne. João Pereira. Miguel Veloso. Nani. Wow, wow, lalalala. Ja, versuch's doch. Okay, das ist schon mal ein bisschen glücklicher für uns. Der Özil jetzt. Alter, ey. Nein! Wieso spielt er immer so? Nirgendwo. Rollt über die Seitenlinie. Ja, also irgendwie die Steuerung hier mit Deutschland ist viel schwieriger als mit der Schweiz, habe ich teilweise das Gefühl. Vor allem, wenn ich sage, Steilpass dorthin, rennt er irgendwo anders hin und nimmt den Ball gar nicht irgendwie erst an. Das werdet ihr vermutlich alles noch sehen. Das ist echt ein bisschen verrückt teilweise. Nicht wirklich. Marco Reus. Wow, was war das gerade? Hat er gar nicht gedrückt? Hab einmal drauf gedrückt, nicht zweimal. Nicht darüber, dass er an dieser Stelle den Ball verloren hat. Naja, vielleicht weniger, aber ich schon. Wow, lalala. Nani. Das ist unglaublich, ey. Achtung, er macht Tore in Serie. Cristiano Ronaldo, jetzt läuft er seinem Mann. Ja, man, ist klar. Das gibt Freistoß und vor allen Dingen von hier aus. Eine schöne Möglichkeit. Oh oh, das kann übel werden. Das wird gleich das 2:0, wenn ich die kenne. Ja, da hat nicht viel gefehlt bei den Freistoßfragen. Zentimeter. Nee, zum Glück. Ja, wenn er ein bisschen tief gewesen wäre, drin gewesen, ganz ehrlich. Ey. Schweinsteiger. Wenn die im Freistoß in der richtigen Höhe ausmachen, sprich der Computer auf Profiniveau, der ist drin. Alter, das rennt mal ein bisschen. Dankeschön. Wow, doch nicht so sehr. Cristiano Ronaldo. Nani. Oh je, seht schon, Portugal ist verdammt stark. Also hier zu gewinnen, jetzt muss ich 2:1 gewinnen, theoretisch, weil ich ja gesagt habe, 1:0 schätze ich mal einen Sieg. Das wäre nicht einfach. Echt 2:1? Nee, das kann nicht 1:0, das muss 2:1 werden, mindestens. Ganz ehrlich, dass Portugal hier ohne einen Treffer aus der Partie geht, im Real Life, sehr zu bezweifeln. So, dankeschön. Es ist nicht einfach, den Ball abzunehmen, wenn du irgendwie von der Seite herkommst. Als da von Thales. Sprich, wenn er von oben kommt, du von links nach rechts, geht es irgendwie einfacher. Meine Güte, ist der schnell. Ja, und das ist eben schwierig zu verteidigen, Sag mal, der abgeht wie eine Rakete. Das ist auch ein bisschen knapp, da wäre der Sturm bereits da vorne. Och, Mann, ey. Manni, sag mal dazu. João Pereira. Er kommt zu keiner Torchance. Es ist zum wahnsinnig werden. Das war knapp. Ist klar, und ihr seht jetzt, ey, jetzt wird er wieder schneller. Jetzt wird der Verteidiger wieder schnell. Es ist zum wahnsinnig werden. Nein, jetzt rennt er wieder vorbei. Was soll denn das? Mesut Özil jetzt. Abseitsentscheidung korrekt. Oh, von wegen, du hast eine Passhilfe ein bisschen. Ich sehe es. Wenn wir nochmal hinschauen, es ist knapp, aber es ist abseits. Ja, wird schon gut gehen. Wird schon gut gehen. Ich habe es jetzt immer noch geschafft. Ich habe es ja vorhin geschafft mit Schweiz gegen Ecuador, war ja auch anfangs knapp und dann trotzdem am Schluss noch gewonnen. Dani. Stefan, was hier mit. Aber dann, wenn ich so spiele. Der Kampf für die Befreiung. Ist klar, das finde ich auch irgendwie verrückt. Wenn du angreifst, sprich den Ball zu. Wieso spielt er in der Mitte? Alter, ich habe nach rechts außen gezielt. Souverän gelöst. Mesut Özil jetzt. So. Was ich sagen wollte, genau, wenn du versuchst, einen gegnerischen Ball abzunehmen, also nicht du im Ballbesitz bist, sondern der andere und du den Ball abnehmen willst. Eine Grätsche mehr oder sonst irgendwie da Zweikampf machst, ey, du fällst um, der andere nicht, läuft einfach weiter und holst den Ball wieder. Es ist einfach nicht originalgetreu. Du kannst auch nicht machen, dass ich da umfalle, weil ich den Ball holen will. Sprich, ich treffe den Ball, fall um vom Rückstoßeffekt, aber der andere, nö, natürlich nicht. Ich mach's gar nicht, der darf den Ball besitzen, so ist klar. Von hier aus, ich kann doch nicht von hier aus schießen. Ist klar gegen Ronaldo, okay, aber so keine Chance. Voilà. So. Ey, wieso rennt der jetzt? Jetzt habt ihr gerade wieder gesehen, der rennt einfach weg. Der rennt einfach weg, der Ball Meter neben ihm links. Oh nö, kein Bock, ich bin auf rechts angestellt. Geh wieder. Alter. Wie willst du denn so gewinnen, ganz ehrlich? Wie willst du so gegen so eine klasse Mannschaft gewinnen? Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Ganz ehrlich, mich stört es nicht, dass Portugal so stark ist und so. Es ist durchaus angemessen, aber das in Deutschland, das ist einfach die Steuerung hier manchmal so spuckt. Man verstehe ich nicht ganz, weil bei der Schweiz war es irgendwie so, obwohl sie eigentlich schwach sein sollen, hat es
problemlos funktionieren. Hier. So, jetzt muss er aber schießen. Ja, da so etwas her. Das Verteidigung meistens den Ball abblocken. Und den Schuss abgeblockt. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. So eine Flanke machen. Die Abwehr ja, mach's halt so. sich die Flanke. Die Fans, die springen hier vor mir, die sind sauer auf den Assistenten, der da die Fahne gehoben hat. Ey, wie kleinkariert kannst du als Linienrichter eigentlich sein? Mal ganz ehrlich, ey. Cristiano Ronaldo. Oh, das gibt's nicht. Ja, das gibt's einfach nicht. Also wäre Portugal dran gewesen, der Schiri gar nicht gepfiffen, könnte man glauben. Miguel Veloso. So, komm schon, Michael. Muss ein bisschen besser in Defense sein. Gut gemacht, Philipp. Viel Alarm. Schweinsteiger schaffen es auch. Okay. Wir sind gleich in der Halbzeitpause. Ihr seht schon, ich bin mittlerweile ein bisschen besser drin im Gameplay gegen Portugal. Das wollte ich gerade sagen. War natürlich ein bisschen fehl. Der Allen ist cool. Eine Grätsche manchmal aus so einer Situation, hey. Manchmal klappt es und manchmal dann machst du eine Grätsche und dann läuft trotzdem weiter mit dem Ball. Als ob nichts gewesen wäre, obwohl du ihn genau getroffen hast. Also natürlich nicht den, sondern den Ball. Boah, das gibt's doch nicht. Den Ball her. Natürlich ist Schiri noch im Weg, er weicht ihm aus und dann natürlich nicht. Das ist da manchmal. Ey, Müller. Was ist jetzt los? Achso. Beide Mannschaften können noch was draus machen. Ja, die Frage ist bloß was. Okay, 1:0, soll bereits ein bisschen auswechseln, wer vermutlich besser war. Okay, jetzt spielen wir alles wieder von rechts nach links. Ist ja für mich die bessere Position, um Tore zu schießen. Das Problem ist nur, von den Gegnern für Portugal ist es auch. Wir werden es gleich erleben, die sind da auch nicht mal so schlecht. Ja, was machen wir da? Also, gerne mal Gomez reinbringen, aber auch noch, wo haben wir jetzt? Podolski, genau, ich wollte gerade sagen, Podolski und Gomez. Erstmal Gomez, ich brauche da zwei Stürmer, hey, die Position da von wegen 4-2-3-1, die zieht nicht, die kann raus, er ist zum Wahnsinnig werden. Was machen wir da? Müller, Reus, nehmen wir Reus raus, wa? Irgendwie haben wir das Gefühl, im Zweikampf nicht ganz so stark. Klose, aber das ist ein Stürmer, verdammt, ich brauche mehr Stürmer hier. Dann mache ich mehr auf Mittelfeld. Kann natürlich auch gute Tore schießen, dann habe ich mehr in der Defense dort. Zentral, der ist eigentlich schon cool drauf. Verteidigung will ich eigentlich unbedingt drin lassen. Wie ist eigentlich Schmelzer drin? Will die anderen noch drin haben? Ja, okay, wir lassen mal was anderes. Ich werde mal die Verteidigung ein bisschen verstärken. Und zwar mit Hummels gegen den angesprochen haben und sagen in Schmelzer. So, machen wir das mal. Jetzt kann man später noch, weil erst mal gucken, wie der Angriff von Portugal jetzt aussieht, weil es ist natürlich wichtig, dass wir Verteidigung stärken, sprich, dass hinten ein Tor bleibt und wir dann vorne alles Mögliche draufsetzen können. Wir sind schon in der zweiten Halbzeit und es geht immer noch nichts zusammen. Sie liegen hinten. Vielleicht ist es jetzt die richtige Lösung, taktisch nochmal was zu verändern. Genau, also, man sieht es hier auch wieder. Ja, dribbeln kann er. Oh, Hilfe. Weil klar, dass auf den hinten kommen muss. Da liegt er doch. Liegen ist gut. Da wird ganz gemein abgenommen. So, Özil, dankeschön. Da funktioniert die Manndeckung nicht. Mesut Özil ist weg. Ey, da will ich schießen, da geht's nicht. Tor! Und jetzt wird's nochmal richtig spannend. Oh, jetzt wird's nochmal richtig dramatisch. Jemand, das war ein Tor für Deutschland. Deutschland, ja. Der Seier ist gerade so. Aber ganz ehrlich, dass er überhaupt durchkam mit dem Schuss. Sie machen doch tatsächlich den Ausgleich. Und jetzt ist alles wieder. In 9 von 10 Fällen klappt das nicht. Hätte die Verteidiger bereits den Ball abgenommen. Diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Das war geil. Okay, soweit klappt schon mal der Plan. Aber jetzt muss natürlich die Verteidigung ihm noch stimmen. Wenn das klappt, bin ich zufrieden. Also lieber 1:1 als verlieren, ganz ehrlich. Ey. Vor allem gegen hier Portugal. Also, wie gesagt, Deutschland ist Turniermannschaft. Wir werden schon stärker, keine Sorge. Hummels. Ja, Hummels, ich hoffe, du machst einen besseren Job, als du gerade bisher gezeigt hast. Ja gut, das erste Mal so. Der Reus, der kann's. Und der Große, das ist ganz groß. Wow, was für ein gelber Spruch das gerade war. Okay, Özil kann schießen, und gerade gesehen haben. Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Wollen wir gerade auch. João Moutinho. Alter, wieso?
wenn ich da durchswitch, geht die plötzlich nach unten. Klar, ein Verteidiger, wenn ich da im Mittelfeld spiele. Alter. Schon besser, dankeschön. Oh, na klar. Komm schon, komm schon. Alter, seht ihr das wieder? Ich will angreifen, er fällt um. Ey, was ist jetzt wieder los? Das war wieder so eine Situation, ich konnte nichts machen. Wenn ich durchswitch den nächsten Spieler, nimmt den falschen und automatisch macht er auch den falschen. Wenn ich ihn touchen will oder so, geht's gar nicht erst. Oh. Das ist so ein verrücktes Spiel, ey. Toni Kroos. Ein Antreiber, ein Regisseur, ein genialer Mittelfeld. Und damit so wichtig für die Mannschaft. Walala, ja, stimmt, der macht schon was, der macht schon... Das war jetzt nicht doof. Ey, das war jetzt doof. Doch, das war doof, das war doof. Mesut Özil jetzt. Ja, da Flanken gehen? auf uns zu. Ja, wieso nicht, wa? Tja, Ach Mann, ey! Da sieht er ganz schön alt aus. Der kann nicht mehr einen Anwurf. Einwurf natürlich, Anwurf, weil. Was ist ein Anwurf? Ein Anspiel plus ein Einwurf geht ein Anwurf, okay. Wie im Eishockey, dass der Schiri plötzlich den Ball fallen lässt. Ey! Jetzt bitte los. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Nee, kriegt er nicht. Nicht von mir zumindest. Und schon wieder wollte er schießen und ging nicht, weil der Verteidiger abgeblockt hat. Dankeschön. Der gibt garantiert Freistoß. Aber in Deutschland eher weniger. Damit haben sie nicht gerechnet. Marco Reus. Lalala, verdammt. Ich habe eigentlich nie Glück mit so einem Zufallspässen und so. Also im Abprall zu meinen Spielern natürlich nicht. Bei Halbprofis noch so, aber hier. Nee, was ihr verarscht, dass das da klappt. Mann, kannst du bitte mal aufhören? Dankeschön. Und da wusste er überhaupt nicht mehr, was er so machen sollte in dieser Situation. Da hat er den Ball einfach ins Ausgespielt. Miguel Veloso. Was heißt gespielt? Ja, abgeprallt. Das war wieder so etwas. Alter, das war mein Ball. Dankeschön. Goldrichtig. Ja, Toni, der kann's. Müller. Müller, Milch, Müller. War keine gute Idee, war abgelenkt. Dani. Da musste er aber auch den Ball ins Ausspielen. Bin ich jetzt nicht so der Meinung, aber okay. Jerome Boateng. Kroos. Cristiano Ronaldo. Sag mal, was macht er eigentlich da vorne? Jawohl, abgefangen. So, ist mal so. Jetzt zieht er ab. Nein! Das gibt's nicht. Das war so eine schöne Chance. Und ich natürlich vergeigt sie. Alter, ich kann mir so in den Schritt kicken, wenn es jetzt so wehtun würde. Und der Veloso, der hat keine Hose, keine Oso. In der Mitte! Was bin ich denn für ein Trottel? Ich glaube, der hat den Pfosten noch berührt. Der hat den Pfosten noch berührt und dann springt er ins Tor aus. Ja, zum Glück auch. Alter! Was habe ich immer gepredigt? Nicht in die Mitte, wenn du in der Verteidigung spielst. Das geht meistens schief, jetzt haben wir ein bisschen Glück, aber trotzdem. Okay, mal 1:1. Verdammt, ey. Das Verrückte ist vor allem, ich krieg Torchancen und so, oder? Aber theoretisch jetzt bessere Chancen in seiner Halbzeit als Portugal. Aber wenn Portugal mal hat, dann ist es viel gefährlicher. Oh, das war aber cool jetzt. Wieso kommt da keiner? Wieso kommt da kein angerannt? Die anderen machen natürlich nichts mehr. Ey, was für eine NPC-Logik, ganz ehrlich. Du stehst neben, oder? Bist nicht mehr der Hauptspieler? Ist egal, ich nehme den nicht mehr mit. Ist mir... Keine Chance, dann hätte ich umdrehen müssen. Okay, was ist jetzt los? Was sagt der Schiedsrichter? Vorteil, sagt er. Macht er gut, macht er gut. Von ich allerdings auch. Danke, Schweinsteiger. Nein, nicht in die Mitte! Achtung! Der geht an den Pfosten, aber aufgepasst! Nein, nicht in die Mitte, in die Mitte! Wieso schießt er in die Mitte? Okay. Zurück, vor. Die Steuerung funktioniert noch. Ey, ich hab nach vorne gespielt. Er spielt einfach zurück in die Mitte. Gibt's ja nichts. Mesut Özil jetzt. Schon wieder, ich will nach vorne spielen, er spielt nach oben. Hä? Tolle Passhilfe ist das. Mann, ey, du Arsch, lass mal in Ruhe. So. Ey, ist der hartnäckig heute? Müller. Also mal so. Die Chance. Da hätte er auch Schwierigkeiten kriegen können. Aber er hält ihn fest.
Sag mal, Manni, wir gucken aber schon das gleiche Spiel, oder? Da kriegt er Schwierigkeiten, Vom Boden aufgeprallt direkt in die Arme. Hat er wohl eher gesagt, oh, was für ein Glück. Nee, natürlich, was für ein Segen, das denn so bekommt. Alter. Alles klar. So, dankeschön. Ualala, Ötzi, lass nicht... Gott, einfach mein T-Shirt. Ein unwiderstehlicher Sprint mit dem Ball am So, geht doch. Schuss und... Hätte irgendwie passen müssen. Wo denn? Da waren über 2 Verteidiger, hätten garantiert den Ball abgefangen. Geht das Spiel jetzt in eine andere Richtung? Der Trainer bringt 2 frische Kräfte. Wir sollen hoffen, so, Kopfballtor, Kopfballtor. Deutschland kann's! Aber doch nichts. Oh. Alter, ich krieg langsam Zweifel. Ich hab einmal kurz drauf getippt und dann nach unten, extra unten in die Ecke wollte, nicht so hoch. Ach mein Gott, sowas könnt ihr auch leisten, wenn ihr in Führung seid, aber nicht bei solchen Situationen. Es steht erst 1:1. Ein Tor von Portugal, ja nur noch 3 Punkte statt 1. Natürlich statt 0 Punkte. Was redet da gerade? Ja, wenn wir ein bisschen Spiel konzentrieren und man sieht schon. Kommentieren plus zocken, das geht irgendwie gar nicht gut. Jetzt sieht mal die Nase toll. Mit diesem Ballverlust bringen sie sich doch unnötig selbst in Gefahr. Mir egal, was macht der Typ? Er ist selber schuld. Schweinsteiger. Schweini vor, noch ein Tor. Müller vor, noch ein Tor. Nein, wieso spielst du zurück? Alter! Klar muss er zurückrennen. Ey, wieso kannst du ein bisschen nach vorne spielen? Hätte er nicht zurückrennen müssen, hätte direkt aus dem Stand schießen können. Da spiele ich im Lauf. Oh, Alter, also manchmal das Spiel, ey. In der Mitte ist viel Platz. Spiel doch dahin. Können Sie die Flanke verwerten? Ja klar, und was macht der Hintere? Kommt gar nicht erst. Mann. Was ist das für eine Steuerung? Er kann mal aufhören mit dem Dribbling, kannst du eh nicht. So ein bisschen hin und zurück, hin und zurück. Och nee, unentschieden, aber keinen Bock drauf. Kann man schon noch viel gewinnen. Es muss aber schnell gehen. Der Angriff muss sitzen, sonst bin ich langsam im Arsch. Okay, ich bin im Arsch. Dani. Jetzt den Gegenseite mit die Arme, ist klar. So, dankeschön. Ja, das hätte auch klappen können. Steht es immer noch unentschieden. Aber wer will schon unentschieden spielen? Beide wollen immer noch gewinnen. Ja, da bin ich auch dafür. Ich bin schon dran. Ja, hoffentlich auch so. Danke, Schweinsteiger. Jetzt schieß! Ja, der war gut. Der war nicht gut genug. Hätte eigentlich gehofft auf einen Einwurf von da hinten. Dann spiele ich von da vorne. Ich spiele nach vorne, nicht nach hinten. Deutschland, vor Deutschland! Deutschland! Cristiano Ronaldo! Nein! Alter, gib den Ball! Was macht er da? Ey, wieso hat er nicht gespielt? Er tut doch X im Passen, der läuft einfach weiter. Unentschieden. Wie sagt man im Ruhrgebiet? Was will uns das sagen? Ach, einfach, ich glaube, beide können mit diesem Punkt leben. Ja, und ich bin fast sicher, es hat Ihnen genauso Spaß gemacht wie mir, sich dieses Spiel anzugucken. Mein Name ist Manni Breukmann. Ich sage Ihnen Tschüss, auf Wiedersehen. Bis die Tage. Ja, danke Manni, danke Buschi. Ja, hoffe natürlich auch, dass es euch gefallen hat, aber ganz ehrlich, ey, das war eine Leistung. Die war ja unter aller Sau. Ich habe zwar gut aufgeholt und so, Weitertreffer verhindert. Und trotzdem, da wäre mehr drin gewesen. Also ich schätze es mittlerweile, Portugal wird schon ein Tor machen. Es kann theoretisch im Real Life ein Sieg für Portugal werden. Ich hoffe immer noch auf einen Sieg für Deutschland, so 2:1. Klar, ist alles möglich. Wir haben gesehen, zwischen Spanien und Niederlande, da war es irgendwie auch plötzlich 1:5, was vorher keiner mit gerechnet hätte. Oder fast keiner. Und hier, ja. Also ja, kann ich mal eines sagen, es war keine Glanzleistung. Vor allem der hier, der wäre komplett unnötig, hätte gar nicht sein müssen. Wir hätten gewonnen. Also wir hätten siegen können mit 1:0, vielleicht sogar 2:0, wenn der ein oder andere Schuss reingegangen wäre. Naja. Ja, was soll ich sonst sagen? Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal hier beim Spiel dann zwischen Deutschland und wer spielt eigentlich das nächste Mal? Weiß gar nicht mehr, egal. Ist auch egal, wenn es nachher sehen, das nächste Mal spielt. Denke aber trotzdem, Deutschland wird noch stärker werden, wie natürlich auch, weil, wie gesagt, Deutschland ist ja eine Turniermannschaft, werden ja von Mal zu Mal stärker.
Und der nächste Gegner tut mir jetzt schon leid. So, Wertungen, wie sieht's aus? Neuer vor allem gut. Ja, Klose ja weniger. Ja, gut, der hatte das für sich, aber egal. Was ungewusst, es gibt neue Torjubel. Kannst weiter, ja, bitte weiter. Ein Unentschieden bloß. Das ist nicht das Gelbe von mir. Ich meine, klar ist ein wichtiger Punkt. Immerhin einer, besser als 0. Aber natürlich, dass auch der Gegner nicht 3 Punkte kassiert hat. Und wir haben ja jetzt noch ja, was? Training, Fokus, Passen. Nee, kein Bock drauf. Nein, will ich nicht. Was? Eigentlich beenden. So, beenden. Spiel simulieren, dankeschön. Einen Spieltag simulieren, du. Und den gleich auch. So, im nächsten Part dann wieder mal der Swiss Mode, sprich Schweiz gegen Frankreich. Das wird heavy werden. Das wird so übel. Also auch wenn die Schweiz, gut, Frankreich ist ein starker Gegner mittlerweile oder nicht mehr so. Ich weiß gar nicht mehr, müssen ein bisschen informieren wieder. Aber ich schätze schon, das wird entweder ein Unentschieden, eine knappe Niederlage oder ein heroischer Sieg. Eins von beiden. Ja. Ich muss sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier im Swiss Mode wieder mit Schweiz gegen Frankreich. Bis dahin, ciao zusammen.